da. Genau, und jetzt drei alle zweiten Buchstaben. Epstein didn't kill himself. Jetzt haben wir es, genau. Hau die Ehre, hier bin's, der Biergeist, der Conny. Ich bin der Conny. Das ist heute auch dabei, das ist der Florian. Hallo. Auch dabei, das ist später wird schon. Ich mache irgendwie. Ein paar Folgen jetzt mal. Ja. Halt, stopp, das müssen wir langsam mal. War noch am anderen. Phase 1. Phase 2. Oh, I'm a bit horny now. Nicht abgesetzt, der Schütze bei Balletten, Dr. Pepper. Mir schützt der Bladelpep. Geil. Nimm mich! So, Friends of the Sun, das ist der erste Teil unserer Sommerloch-Stopf-Folge. Bringt jetzt wirklich keiner den Witz mit, heißt der in meinem Sommer? Nein. Ach Gott! Immer zu kindisch. Wir haben ja vorher, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, wann diese Folgen erscheinen. Vor 2 Wochen, wenn der erste Teil kommt, haben wir eine lustige Folge gemacht über Chemtrails, UFOs und am Schluss auch irgendwelche Horror-Stories. Und das war ganz witzig. Schön ist das nicht. Und da haben wir euch gebeten, dass ihr mal eine Erlebnisse in Kommentare reinschreibt, und da haben wirklich sehr viele Erlebnisse dann drin gelandet, ein paar seltsame auch. Den muss ich aussuchen. Also keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, 8 Seiten, manche Leute haben Vollgas den Roman geschrieben. Ja, das liest kein Mensch, das Der liest kein Mensch. Mein Gott, wie wollte man die eigentlich gar nicht hören? Also ich sag's ja gleich schon, wenn der Textblock da länger ist wie 5 Zentimeter, dann überspringen einfach. Wir messen mit Kanis Penis. Und dann haben wir uns gedacht, die lesen wir heute vorher, und wenn wir das sauber ausdiskutieren, ob es absoluter Bullshit ist oder nicht. Alles, was länger als 5 cm ist, ist Bullshit. Sagen wir Also so. ich habe natürlich alle gelesen schon, und ich weiß nicht, ob ihr schon in den Kommentaren durchgelesen habt. Wahrscheinlich ein Du bisschen. hast gesagt, wir dürfen das das nicht lesen. Ja, und die ja, ich habe ja gesagt, ihr dürft es nicht lesen. die Ja, genau. Lügengeschichten interessieren mich nicht. Also ich habe auch so an manchen Stellen das Gefühl, so, ja, das kann ja so schon sein, aber 1 oder 2 Sätze haben bloß eingeschrieben worden zum Ausschmücken. Ja, Geschichten dürfen wir um 30% ausschmücken, weißt du. Das heißt so, weil. Ja, das ist So mache ich das in meiner Unterhose. Aber da hänge ich noch eine Null dran. 300. Ja, das glaube ich, dass da 0 drin ist. Ja, Florian, letztes Mal haben wir schon diskutiert über deine Steilvorlagen. Wie kann es auch nicht immer? Emotional damage. Ich sage ja jetzt eins, wir fangen da jetzt ziemlich schnell an, sonst wären wir nämlich nicht fertig. Jetzt meine Getränke weg, ich muss nämlich da so ablesen, damit man das sauber hören kann. Ich habe das nicht sortiert irgendwie nach gut, nach schlecht, sondern Ja, ich hau das jetzt einfach ab und dann schauen wir, was Ja, los ist. Meine Fresse. Mal und lies einfach, der Trottel. Sagt der mag schnell vorlesen? Lies selber. Matthias Z., ich und 2 Kumpels haben damals an der tschechischen Grenze auf einer abgelegenen Straße eine Raucherpause eingelegt. Als wir dann einen komischen Schrei, Klammer auf, hörte sich an wie eine Freu, die kreischt, und Katzen, die schlägern. Warum auch immer das großgeschrieben ist, Klammer zu. In Richtung kehrt in dem Fall großgeschrieben, Wald, Klammer auf, circa 200 Meter, Klammer zu, hörten. Kurz drauf war dasselbe nochmal zu hören, nur circa 50 Meter von uns entfernt, Punkt. Wir schon voll mit Adrenalin wollten wieder ins Auto, als dasselbe Schreien nochmal circa 5 Meter hinter uns im Dunkeln übertrieben laut war, Punkt. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Panik und Angst verspürt, wie in diesem Moment, Punkt. Absatz. Bis heute weiß ich nicht, was das war, Punkt. Viele sagen, das waren bestimmt nur Paarungsrufe von Rehen oder Hirschen, aber meiner Meinung nach hört sich das anders an, Punkt. Okay. Was sagen wir jetzt dazu? Ich hab bei Katzenschlägern hab ich aufgehört zu mir, Alter. Einziger, was hängen geblieben ist Punkt. Ja, Matthias, das wäre schon eine gute Geschichte gewesen sein. Ich glaube, das mache lieber ich, weil sonst geht Schlaganfall, Alter. Hast du überhaupt, was hat denn der jetzt erzählt, da irgendwas mit im Ja, das Wald? sollte eher sein Freund da überspannen, wenn Viecher im Wald mausen. Das ist eigentlich die Quintessenz von der Geschichte. Das haben wir in South Park gelernt, dass das eine schlechte Idee ist. Ja, eben. Oh, leg mir mal, du bist ja der geistig wilde Vollidiot, da Nein. ist nicht der Bach im Schild drin. Ich bin ja froh, dass er nicht die drunter genommen hat. Weil dann Ja, hätte jetzt er noch nicht da, der Scheißdreck. Matthias Z., das tut mir unfassbar leid. Was? Du bist der Erste und er war das Letzte. Gott im Himmel, aus dem macht man einen Short. Ich kann mir Füllfolge machen, wo ich alle Zettel vorlese. Also in Kommentare willst du eine Füllfolge, in der ich alle Zettel das will vorlese. Genau so, das tust ununterbrochen, ohne Luft zu machen. Herausforderung angenommen. Okay. Ja, springen wir zum nächsten. Was war jetzt da eigentlich?
Ja, Irgendein Viecher aus dem Wald rausgeschrien, oder wie? Katz noch mit geschlägert. Ey, ja, lass mich Katzen Okay, schlägern. wow. Und Wobei sie aber schlägern, die Katzen haben wir haben 3 Katzen und die schlägern regelmäßig, vor allem im Sommer. Idiot. Und wenn die, ohne Scheiß, direkt im Garten unterm Fenster, wenn die da zu 5 oh long, oh long. Der Holland Job. Ist dann immer zu Gott. Das hört sich fast schon grenzwertig bescheuert, Kennst du Alter. das Will mit der Katze, was sagt, look, I'm gay. Wo es auch so komisch schreit, die Katze, und dann... Look am nein, ja, du hörst dir das dann Ach so, aus, ja, der genau. Untertitel. Das ist Ja, Oder okay, das, ich bin der Karl. ich bin der Karl, kenn ich nicht. Ja. Das wird Den kenne ich nie. ja, gruselige Scheißkatze. Fang jetzt einmal an, oder? Aber ich... Ja, aber wir haben ja schon angefangen. Ach so. So, Kannst du die erste nächster. nochmal vorlesen? Der nächste. Aber ich stimme zu, Katzen stimmen in der Nacht sind fragwürdig, das ist richtig. Manuel D. schreibt, vor knapp 15 Jahren ist er für dick. Ja, das dick, nicht den dick. Nein, weil der ist auf jetzt. Vor knapp 15 Jahren ist er spätzl nach Landshut gezogen. Es hat eine Housewarming-Party. Das habe ich auch noch nicht. Den habe ich sogar gelesen, aber Housewarming Party ist halt irgendwie. Ich habe auch angefangen, dabei Housewarming war ich Ja. auch. Es ist ja auch unfassbar schwierig, ein Halbdrucken, mein Druckerpatron ist halb blau und Dialekt lesen gleichzeitig. Ich komme mir vor wie der Wongel, der kann auch nicht lesen. Pass auf, ich lese wie der Wongel. Liest du noch, Es oder? hat ein Hauswar... Was? Ingberti zu 10... Was? Geben. Punkt. Okay, ich streng mich an. Davon sind 5 gekommen. Der Rest hat arbeiten müssen oder ist krank geworden. 3 sind dann heimgefahren und ich hab Kruzifix, das mir nicht, was ist das? Das ist Mathe, das hat sich aber Textaufgaben. Ja, genau. War vom KI geschrieben. ChatGPT erfüllt dir eine Gruselgeschichte mit Wird Housewarming. spät in Wirtschaft. Und dann nur noch Behinderte schauen. Ja. Bring ganz viel Mathe mit ein, damit mich ja jeder hasst. Ja. Mein Spätzl hat in seinem Bett geschlafen und ich auf dem Gästebett am Fußboden. So um ich 3 in der Früh bin ich aufgewacht und hab wen am 69, Fenster stehen sehen. Es war dunkel und man hat nicht gesehen, wer das ist. Ich hab gemeint, das ist mein Spätzl und hab gefragt, ob er warm ist. Nein, Ob er warm ist. hab ich... Dann hab... Oh Gott, Dialekt lesen. Dann hab ich's vom Bett gehört. Alter, halt's Maul, ich mag schlafen. Wir waren kurz zu, muss ich sagen. Gut so. Am nächsten Tag beim Frühstück klingelt... Gut so. Also haben nicht da so viele Fehler drin, dass du einen Schlaganfall kriegst. Am Das ist nächsten, unsere Community. Tag, am nächsten Tag beim Frühstück hat er mich gefragt, warum ich am Fenster gestanden bin. Bin ich aber nicht. Nach ein bisschen Diskussion hat's klingelt und die Vermieterin ist gekommen. Nach ein bisschen Ratschen mit ihr sind wir wieder auf das Thema gekommen. Nur ist die gute Frau Kas weiß geworden. Die Wohnung ist lang leer gestanden und ist echt billig hergegangen. Warum? Weil sie der letzte Mieter in unserem Alter aus besagten Fenster gestürzt hat und sie damit das Leben genommen hat. Mein Spätzl hat dann noch knapp einen Monat da gewohnt und ist dann wieder ausgezogen, weil es da drin voll abgegangen ist. Beutel sind von der Wind geflogen, Geräusche, Dinge waren weg und er ist in der Nacht oft wach geworden, weil er angelangt worden ist. Was ein. Das ist so voll geil. Ich wollte gerade sagen, ich bin Hä? auch Du fühlst dich nie Das alleine. ist das Krasseste, was ich erlebt habe, aber nicht das Einzigste. Das Einzigste. Das einzigste, Zauberhauf. Oh. Zauberhauf. War das die Wohnung, die wo billig umgegangen ist? Die wo billig umgegangen Billiger ist. als wir alle anderen. Ja, was sagen wir da jetzt dazu so? Das ist so das Typische, ich glaube, hat das schon mal jemand gesehen? Bei den Japanern, glaube ich, war das. Da hat eine... Da glaube ich, basiert ja der Film Parasite drauf. Da hat einer in der Wohnung gewohnt für Monate. Ja. Also ewig lang. Das hat er nie gespannt, bis er dabei hat wieder Essen aus dem Kühlschrank gefeiert und was weiß ich. Dann hat er irgendwann eine Kamera aufgestellt. Und dann hat er festgestellt, dass wenn er in der Arbeit ist, da eine drin wohnt, die sich den ganzen Tag am Dachboden versteckt, bis er weg ist und dann fängt sie das Fressen an, sie duschen und lassen den Scheiß. Irre geil. Spaß einen Haufen Geld. Ja, ich glaube, Was das ist ist, Ja, aber ich hätte schon eine billige Wohnung gesucht. Also. Ja, weiß ich nicht. also Weiß ich glaube nicht. halt, dass das halt einfach dann irgendwo Einbildung ist. Wenn es das weißt und dann passieren generell des Öfteren komische Ich glaube, Dinge. ja, wenn dann einmal sowas passiert, du sagst jemand und alle steigen da voll drauf ein, dann denkst du und dann passiert das. Also genauso wie es Ja, bei jetzt mir zeigen war. mit dem Oberfallen ist halt immer so das Markante, sage ich mal. Also, was du jetzt sagst, wie erklärst du das? Wenn wirklich Sachen die ganze Zeit Oberfallen warten. Vielleicht war es ja die verstorbene Katze der Ja, genau. Vormieterin. Ja. Fuck this. Fuck that. Ja. Fuck this in particular. Fuck the Vormieter. Bye. Fuck you while you sleep. So war es ja bei mir mit der Science-Geschichte auch, wo dann das mit dem Licht und so weiter, du bist halt voll angespannt die ganze Zeit und wenn das klärst, die irgendwo irgendwas ist, beizt da irgendeinen Scheiß ein, wahrscheinlich. Das ist, naja. Dann haben wir noch die Chrissy. Nächster. Crazy. Und ich hab schon gedacht, nur uns ging bei Science damals die Düse. 11 Jahre alt, wahrscheinlich Halloween 2003. Da hab der Papp leiht für uns Mädels den Film in der Videothek aus. Alles war Maus als Start.
Aus dem Nix geht der Wäschetrockner an und aus dem Wald hört man irgendein komisches Viech schreien. Wir haben alle den Herzkasperl des Todes gekriegt. Also wenn wir mit Viecher sind, wo ich den Ruhe lassen. Ich wollte gerade sagen, nicht mehr vier. Der erste auch schon. Ganz beim Spanner, wenn Viecher mausen, Dreh und Hirsch. An was mich noch erinnern kann, ist, wie Blair Witch rausgekommen ist. Das war 97 oder 98. Den kennen sogar ich. Das war so ein Schlagerfilm. Das hat sich damals Found-Footage-Filme noch nicht gegeben. Das Nicht war so, der erste. Nicht so in der Art, ja. Oder? Ich glaube, in die 80er hat es schon mal sowas Ähnliches gegeben, aber nicht. Also, das war halt so der. War gezielt gemacht Genau, und es soll so ausschauen, Der als Begründer wäre das soll jetzt mal weniger von den Found-Footage. modernen Found-Footage. Mal kurz erklärt, wer nicht weiß, was Found-Footage ist, das sind diese Filme, die ausschauen, als wären sie mit einem privaten Videorekorder aufgenommen. Man hätte diese Kassetten irgendwo gefunden und sie sind echt. Kassetten, Entschuldigung. Achso, ist das gar nicht echt? Ach so, Ja, das schon. Der wird schon. Auf alle Fälle, wenn dann Babys anfangen zum Schreien im Wald, dann nimmt es mich schon anders. Ja, das Da nimmt es mich schon an. Das, wenn ein normalerweise Ton leben die ist. doch nicht mehr, oder? Was nochmal? Wenn Babys im Wald liegen. Dann muss liegen halt wann. Das ist eigentlich- Ich fand den Schluss recht asozial, wenn er dann im Eckerl steht. Einfach nur das, wo dann die Kamera Ja. umfällt und dann steht er so im Eckerl drin und du kennst die Geschichte von, krieg ins Auto auf hin. Ja. Geh weg. Ja, bei mir war da der Endboss, war die Babyschreierei. Und dann gezielt mit dem Auto, wir haben damals noch kein Auto nicht gehabt, sondern durch so Waldstückerl gehen, Ja, was schön. wir dann mit Absicht gemacht haben. Ja, das war unangenehm. Warum wir das gemacht haben, das weiß ich nicht. Weiß nicht, warum War aber einfach unangenehm. Jeder Baum, der wackelt in der Finstern und du siehst aber einen hellen Horizont in der Nacht dahinter, ganz schlimm. Ganz Du hörst schlimm. irgendwelche ganz komischen Geräusche dazu. Ja. Und dann hörst du automatisch dann jeden schlägen Scheiß Katzen drin. wieder. Dann schlägen wieder die scheiß Katzen an. Mit den Kruzifix. Babys. Ja, und der Onkel Werner steht am Fenster. Das ist der die angelangt übrigens in der Nacht. Der Nico schreibt. Mir ist. Nico, Hallo Nico. Oder sagen wir Hallo zum Nico. Hallo, Nico. Okay, der Florian hat überhaupt keinen Bock. Mir ist einmal an Weihnachten was passiert. Ich war damals ungefähr 6 Jahre alt. Es ist immer zuerst gegessen worden und dann hat es Bescherung gegeben. Das eine Weihnachten war es umdreht. Ich habe damals eine Lego City Autowerkstatt gekriegt. Das war krass. Weil das war richtig. Also die haben auf Du brauchst gar nicht weiter einmal verzögern. das 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 ist schon Horror nur, die Ja, Horror die nur. Geschichte ist auch gut. Oi, oi, oi. Nächster. Die ist halt wirklich gut. Auch ein Drummer. Ist natürlich nicht gut. Das war die Weihnachten, was umdreht. Ich habe damals eine Lego City Autowerkstatt gekriegt. Gibt's Props, Lego Autowerkstatt war super, die glaube ich habe ich auch gehabt. Wo alle gegessen hat. die Werkstatt. Die wo alle gehst. Wo alle gegessen haben, Irre. hat mich, da ist einfach ein Wort, wo alle gegessen haben, hat mich natürlich nicht gehungert. Ich hab mein Lego zusammenbauen müssen. Und sitze allein im Wohnzimmer und baue so zusammen. Nachher vor mir aus dem Wohnzimmer eine Stimme, wo zu mir sagt, Nico, ist auch was. Damals habe ich mir gedacht, das Christkindl hat für mich geschmerzt. Aber heute im Nachhinein finde ich das sehr seltsam. Ich weiß bis heute nicht, was das war. Mama mitgeschrien. Wahrscheinlich. Ja. Du warst so fucking Ja, vertieft in dein Lego-Ding. Du Er hat hast einen jetzt zweiten Furby, er hat noch einen Furby hat er noch gekriegt. der erste Nico! Ich weiß nicht, ob ich das damals in der Spielzeugfolge erzählt habe, aber ich hab so einen Hund gehabt, der hat Watchdog geheißen. Und der hat so ein Rotlicht am Kopf gehabt und hat auch einen Lasersensor vorne gehabt und wenn es vorbeigegangen ist, dann hat er wow. So geil. Dann habe ich aber da neben der Tür aufgestellt. Tolle Geschenke sind das, was man seine Kinder da macht. Ja. Nerven fast gar nicht. Vor allem, wenn das Viech. Und jetzt muss ich kurz überlegen, hat das Viech jemals angefangen zum Düdeln, obwohl gar keiner da war? Weiß ich nicht, sag ich dir, wie es ist. Das war jetzt sehr richtig, aber kann ich mich nicht mehr drüber erinnern. Ja, mit den Ameisen jetzt auf jeden Fall. Gell? So, Schluss mit dem Scheiß jetzt da, du. Ja, halt Penner. auf. Ja, halt auf. Sind die da damals? Nächster! Dann Drummer will gleich zwei Geschichten, aber ganz kurze. Da habe ich zwei Geschichten, die wahr sind und sie ähneln. Die erste, wie mein Opa gestorben ist, ist die Uhr, die er selber gemacht hat, kilometerweit weg im Haus von meinen Eltern, genau in dem Moment stehen geblieben. Ja, die Geschichten hab ich auch schon öfter Die habe ich auch öfter Also gelesen, diese- glaube ich. Das kommt diese- noch ein paar Mal öfter sowas ähnliches. Ja, und allgemein, also davor auch schon ganz oft so gehört, so Geschichten, wo jemand stirbt und dann bleibt irgendwo Uhr stehen. Weiß Ja. nicht, sind das alles Zufälle? Ich weiß nicht. So schlechte Da Batterie. gibt's ja, jeder kennt einen Uri Geller, oder? Der Uri Geller, der wegen dem Löffelvergeber. wir ganz lang, ich glaube, die Entwicklung vom Abra nicht als Pokémon-Karten gehabt haben. Weil die hat doch auch, die haben den Leffe gehabt. Da hat es ganz lang Urheberrechtsklage oder Fehde gegeben zwischen, wie heißt das, Game Freak, glaube ich, die Pokémon dann rausgebracht haben und die Karten, weiß ich jetzt nicht. Auf alle Fälle hat es ganz lang das Kadabra, glaube ich, nicht mit Leffe gegeben oder gar nicht gegeben, das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist erst vor kurzem beigelegt worden, der Scheiß. Ach, weil das Viech einen Leffe hat. Genau. Das ist Und Bullshit. Weil er das Patent auf einen Leffe hat, der Trottel, oder ja, was? vom verbogenen Leffe. Ah, Ja, aber das ist doch dasselbe wie mit Haus des Döners in Berlin momentan. Die haben halt da ähnlich den Schriftzug Nummer wie Haus des Geldes, nur Haus des Döners und da werden sie jetzt auch verklagt von Netflix. ja, Amazon wird auch verklagen, was?
Ja, wie das Resolut damals, als es noch Absolut gekostet hat, haben sie dann auch gleich vom Wodka-Hersteller. Stimmt, das weiß ich auch noch. Das weiß ich nicht, Absolut ne? hat dann nicht mehr der so Ja, was. es hat nicht lange Absolut geheißen, hat dann gleich Shelty gegeben, dann haben sie es ins Resolut umbenannt, da haben gesagt, sie bleiben Absolut Wodka treu. Den hätte ich gesagt, Den du hätte kannst ich mir mal gesagt, Arschlecken, ihr Trottel. Die haben doch niemals Absolut Wodka ausgeschenkt, das war doch immer die billigste Uhr auf Hey, wenn du ein Boot gekauft hast, ist da schon eine Absolutflasche. Ja, aber das ist wahrscheinlich hinten in der Küche umgefüllt worden. Aber hat's recht. Der Uri Teller, der hat ja Urinkeller. einen Urinkeller und der Zauberer schürfe Pipperl. Nein. Das bin ich. Der, hat, also der Trick, für den er am bekanntesten ist halt der Leffe verbiegen Scheiß, Ja. wo er so drum umeinander reibt, dann birgt er sich. Ist auch 100.000 Mal schon aufgeklärt, wie das funktioniert. Ich weiß jetzt aber nicht mehr. Und sein zweiter Trick ist aber, wo er im Fernsehen auftritt und sagt dann zu den Leuten, so am Anfang von der Sendung, halt seine Uhren, die nicht mehr funktionieren. Und egal was vorne das ist, aber halt eine analoge, keine digitale. Also Armbanduhren oder Wohnzimmeruhren Stimmt, und ja. sonst irgendwas und Wecker und was weiß ich, was für ein Sanduhren, Scheiß. Sanduhren, Die, wo man halt am Angelenk tragt. Ja, die Stiefel sind Sonnenuhren, alle Uhren. alle Uhren. Und legt es auf den Fernseher drauf. Uhrensöhne. Und legt es auf den Fernseher. Geht's jetzt mal Fotz rein, wenn ich schmerze? Wir waren das. Ja, ich merk's. Und dann legst du den Scheiß auf den Fernseher auf und am Ende oder 10 Minuten später in der Sendung sagt er dann, ja, jetzt nehmen wir uns die Uhr in den Hand und du das und ihr macht dann Hokuspokus Fidibus. Und dann rufen halt die Leute, bei denen die Uhren wieder angefangen haben, sich zu drehen. Das hat einen ganz einfachen Grund, wenn du solche analogen Uhren nimmst, gingen halt die Hälfte davon einfach mal wieder kurz und dann nicht mehr. Das ist halt, und das hat halt ja ausgenutzt. Lauter sind Scheiße. Ich hab dass dann Leute Aber untereinander ist halt schon seltsam, dass Uhren dann in so Momente stehen bleiben. Das, Weil da hat's auch bei der Uri Geller Show, da hat's auch diesen komischen Vincent Raven. Vincent Raven, ja, wollte ich Ja. auch machen, ja. Und der hatte mal, ich weiß die Folge nicht mehr, so hat mir später erzählt, dass er da gesagt, irgendwann aus dem Publikum und dann hat er gesagt, er soll aufstehen. Er so, steh auf! Und er soll aufstehen. Er hat gesagt, das geht nicht, der sitzt im Rollstuhl. Und er hat sich dann rissen, dann wollte ich ganz, dass der Typ aufsteht, der im Rollstuhl gesessen ist. das weiß ich auch Das war nicht. aber krass gewesen, wenn er da wirklich aufgestanden war. Ja, ich gesagt, it's Magic. Diese geil, ja, was ich mich auch noch erinnert, ist der Farid hat er, glaube ich, geheißen, der gewungen hat. Ja, genau. Der hat, Farid Bang. mit so einem Bolzen Ja. Schussding umeinander und am Schluss hält er sich am Kopf und wird dermaßen geil künstlich der Uri Teller auftritt. ja. Ah nein, du spinnst du, das kannst du nicht machen. Das war so geil schlecht. Unglaublich. Und der Ding hat nicht der Vincent Raven sein Raben einfach Korax genannt. Der hat Korax Ja, genannt, ich oder? glaub schon, ja. Ich glaube, das heißt auf Latein einfach Rabe. Herzlichen Glückwunsch. Du hast richtig Wie was ausdenkt. einfallsreich, ja. Ich darf meinen Raben Koksratzen nennen. Koksratz. 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 Gut, ich habe meine Katze Miezi genannt, aber ja. 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 Okay, nächster. Gib. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Kommentar, der auf meinen Kommentar geantwortet hat. Also man muss sich vor Augen halten und wir haben selber drunter kommentiert und haben gesagt, ich habe darauf hingewiesen, dass Hauptsache YouTube uns wegen dem Wort Chemtrails in einen Wikipedia-Eintrag mit Kontext drunter tut, damit man mir ja keinen Scheiß erzählen und sonst irgendeinen Mist. Bleibt man hier. Habe ich halt in einer Zeile schnell reingeschrieben, Punkt, und hat einer geantwortet. Ist das jetzt der Tolle? Der Lichtabendlenz. Ja, ich glaube, da ist Es wirklich. war sauber, ich habe überhaupt nichts gemacht, was zur Hölle redet in der. Es war so. Dass man sich immer noch über UFOs lustig macht, ist Ja. ohne Sinn. Ihr Skeptiker, Atheisten habt da fast verloren und Chemtrails sind physikalisch nicht unmöglich. Punkt. Das muss ich nochmal vorlesen, ich habe nicht kapiert, was man sagen will. Ja, nicht ganz. Dass man sich immer noch über UFOs lustig macht, ist ohne Sinn. Ihr Skeptiker, Atheisten, habt da fast verloren und Chemtrails sind physikalisch nicht unmöglich. Was haben wir denn fast verloren? Ich verstehe es Ich nicht. kapier's nicht. Ja, ich glaube, die Atheisten UFOs. Warte mal, das geht noch ewig weiter, Alter. Ja. Das Pentagon und hohen Wissenschaftler in den USA sind sich immer mehr sicher, dass UFOs Antigravitationsmaschinen sind. Habt ihr das alle verpasst? LOL und Mick West liegt falsch. Punkt. LOL! LOL! Mick Wer ist der West- Mick West? Hat keine Ahnung. Das habe ich sogar gegoogelt, Vielleicht wer ist das es der, ist. der Zigaretten erfunden hat. Das habe ich sogar gegoogelt, wer das ist. Es ist aber einer, der diese ganzen Geschichten aufdeckt. Er wurde anscheinend. Der wo? Wie viele Beweise gibt es da? -5. Wie halt immer. Das Komische ist, der was deckt deckt dann der nur auf? YouTube-Videos. Was deckt der auf? Der Das- deckt so diese Geschichten generell auf. Der belegt die mit Hinweisen oder Nachweisen oder eben nicht. Also ob es echt sind oder Ja, nicht. Oder aber ob's da hätte ich erklärlich nicht viel sind. tiefer in die Materie lesen können und das war der Kommentar halt einfach nicht wert. Bin ich ganz ehrlich, sorry. Okay, kann ich verstehen, ja. Und was ist mit seriösen Wissenschaftlern, die auch immer mehr behaupten, dass das Bewusstsein doch mehr ist? Punkt. Seriöse Wissenschaftler nehmen seit der Corona-Krise nicht mehr voll vor. Haben wir doch Da gelernt. müsste ich mir bewusst sein. Wer sind denn seriöse Wissenschaftler? Das ist ja die... Karl!
Das Das sind- tötet Menschen. das Wenn sind ein Lei- Doktortitel davor steht, den kann man sich kaufen. Nein, das haben wir mittlerweile, wie gesagt, die Corona-Krise hat uns das gezeigt, ein YouTube-Video machen, weißen Kittel anziehen und runterschreiben, du bist Doktor und dann was erklären. Und schon warst du dann denen, der erklärt, Du bist dass ein seriöser Mini-Rasierklingen in die Impfpullen drinnen fahren. Das war auch ganz stark jetzt, ich weiß nicht, wie der Typ geheißen hat. Mini-Rasierklingen in die Impfpullen. Ich finde da immer, das glaube ich, haben wir auch schon mal besprochen, vor 100.000 Folgen, ist ja wurscht. Da glauben wirklich Leute, dass du mit der Impfung einen kleinen Chip eingesetzt kriegst. Ja, aber haben sie Du Hände glaubst nicht wirklich, dass die Geld in die Hand nehmen, einen Mikrochip in diese Impfdosen ein, damit die impfen, wenn dessen du so dumm bist und 500 oder 800 Euro fürs neue iPhone zahlst und dir freiwillig in die Hosen steckst, du Vollidiot. Nicht nur in die Hose. Du Vollidiot. Mehr kann ich doch nicht sagen dazu. Ich verstehe jetzt das Problem nicht. Ja, nicht. Aber wir haben noch nicht fertig. Bewusstsein doch mehr ist. Was Bewusstsein mehr ist? Was? Haben wir da bei der Bewusstsein? Simulationsfrage? Das Bewusstsein haben wir da. da bei der, wo haben wir da? Weiß ich nicht. Bei den Artisten verloren. All die ganzen Themen sind nicht, ich bin Atheist, hallo. All die ganzen Themen sind nicht mehr so wie früher, wo man das noch lächerlich findet. Okay, ja, Entschuldigung, unser Fehler. Moment, nochmal. All die ganzen Themen sind nicht mehr so wie früher, wo man das noch lächerlich findet. Punkt. Kann ich das nochmal hören? All die ganzen Themen All die. sind nicht mehr so wie früher, wo man das noch lächerlich findet. Wo man das noch lächerlich Alter, das Da ist ist doch ein Coding, du wo hast versteckt und im sehr Satz, schön oder? gesagt, ja. Oh! Da ist doch ein Coding, wo versteckt. Also da Das muss man, ist es. lies einmal immer nur die ersten Buchstaben von jedem zweiten Wort. Adge. Da. Genau, nicht so drei alle zweiten Buchstaben. Epstein didn't kill himself. Jetzt haben wir es, genau. Jetzt. Was, das war mir Ja. noch, das auf dieser Auswahl. Dieser Atheistenmaterialismus ist fast am Aussterben. Atheisten, Was ist denn der Atheistenmaterialismus? Was ist denn mit dir, Mann? Das ist, wenn sie Atheisten umdrehen die Kreuzer kaufen. Gerade weil ich Atheist bin ich glaube an keinen Gott, etc., bin ich Atheistenmaterialist. Ja, Nein, definitiv. Du bist Ketzer-Nazi dann. Kennst du Nazi, Schwurbler, Schwurbel, Hure? Sepp mit Mikrochip im Arschloch. Stimmt, wieso soll ich mir den spritzen lassen, wenn ich ihn gerne ins Arschloch hätte? Ja, aber das war's klar, spiele ich nichts. Warte, dieser Atheistenmaterialismus ist fast am Aussterben. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das finde ich gut. Ja, Das aber ich verstehe es unterschreibe nicht, ich. also dann soll es abhauen. Auch Satanisten und Pedos regieren die Welt sind nicht unmöglich. Was ist denn die? Okay, also ich nehme alles jetzt zurück, wenn du einen Migrationshintergrund hast und halt die deutsche Muttersprache einfach nicht von Anfang an gelernt hast. Das Der sage ich nichts. Lichtabend glänzt. Weil so lässt sie sich ein bisschen einfach, auch Satanisten und Pedos regieren die Welt sind nicht unmöglich. Aber er haut. Was ist denn mit euch? Aber das Komische ist ja, dass er so Fachwörter reinhaut Ja. und dann aber keinen deutschen Satz Ja. zusammenbringt. Das machen Dieses- aber viele Leute gern. Well. Hauptsache ein paar Fachwörter und Aber das hat zwar noch nicht ganz gut, aber Komma, das hat Entschuldigung. nicht ganz zurück. Auch Satanisten und Pedos regieren die Welt sind nicht unmöglich, Komma, Epstein. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Da ist, Fragezeichen, glaube ich, hier Ausrufezeichen. kurz eng geblieben. So, Wobei das, und da glaube ich auch drauf, dass sie dir nicht selber umgebracht hat. Da glaube ich sehr schwer sogar dran. Epstein didn't kill himself. Ja. Ich glaube nicht, dass die da Babyblut saufen und lauter so einen Scheißdreck, aber dass du eine Pedo-Insel geben hat und auf ganz fragwürdige Sachen Aber sollst du passieren. sonst Adrenochrom kriegen, wenn du kein Babyblut saufst? Das ist Adrenochrom, glaube ich. Ne? Das ist doch das, was auch heißt, dass die ganzen reichen und mächtigen Aus Kinder der Ding, gell? verrammen, damit dann, das ist dann so ich glaube, so eine Art Verjüngungsgen oder selbst sie das aus Ja. Kinderblut gewinnen. Ist es nicht sogar, wie Das ist heißt nämlich die der Sekte? WOH, heißt so, dass der große oder dass der da die ganzen Hintermänner hat, um die kranken Kinder einzusammeln oder auch gesunde. Und ja, dann wird da Kinderblut im Mixer hergestellt. Ja, Und das dann habe ich ja muss gehört. Das stimmt da. Ganz stark. Ich möchte gerade mal kurz, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, als wir über den Kommentar geredet haben, aber ich glaube, dass sie sämtliche, die weltregierende Pedos, wenn sie den Text da lesen, einen Ständer kriegen, weil sie meinen, dass der Glorkind gestimmt hat. Also der Verfasser soll jetzt ja auf alle Das- Fälle mal outen als Ü18. Lass einfach. Ich mag's gar nicht. Du weißt, ich mag's nicht ins Gesicht. Oh, das ist so ein Roman, da wo ich sage, gut, mal das überspringen, weil da kriegen einen Schlaganfall, das schafft man sowieso nicht mehr. Die Folge dauert übrigens bloß eine halbe Stunde. Lass uns Flo vorlesen. Flo, liest du, magst du auch was vorlesen? Da hat der Flocki, das hast du geschrieben. Das habe ich gar nicht geschrieben. Habe ich das geschrieben? Ich weiß nicht, du hast doch nicht der Flocki. Ja, dann war's ich. So, mein Gott. Kannst du lesen? Ich habe einmal eine Katze gehabt, die aber schon seit Jahren tot ist. Ja, gut. Ist interessant. Ich habe eine Katze gehabt, die tot ist. Das ist super. Einen Tag so Was um denn eine halt? 12 Nein, das war ich. Das ist jetzt echt ein Ja, ist wirklich meiner.
Also du wirklich du weißt doch nicht, der Flocke auf YouTube, du Trottel. Seit kurzem. Ein bisschen Fame abgreifen. Das schaue ich dann nach der Folge schaue ich noch eine halbe Furzen von, wenn es nicht stimmt. Ja? Ja, ich gar kein Problem. One Dog. Ich war gerade schon wieder am Halb. Bossnass. One Dog, so 2 weh, muss ich aufs Klo. Und hier unten an der Treppe, wo es so laut miauen, hat man nichts dabei denkt, weil ich so schlafdamisch war. Und dann bei zurück ins Zimmer, gehe ich mal eiskalt, ins Zimmer gehe, ist mir eiskalt am Buckel runtergelaufen, weil mir was am Fuß gestriffen hat. Das war aber eine Socke und das andere kann ich bis heute noch nicht erklären. Ich glaube, das ist die Eibrunst und das war doch wieder runtergekommen ist. Und dann ist der Mais genau gelaufen. In der Nacht ist der Pipi nämlich kalt. Es ist schwierig, das steht zum Lesen, gell, Dialekt. Schön. Zauberhaft. Ja, vor allem, wenn er immer so Ort mal Rechtschreibfehler noch mit drin hat in dem Dialekt. Ja, bei mir haben ganze Wörter gefeit. Ja, Was ist denn mit Leid? ich habe ja nicht mal richtig meinen eigenen Text vorlesen Ein bisschen Mühe geben, ein bisschen. Ein Boko. Aber das machen sie allgemein nicht so. So mit so, gut, wenn du eine Katze hast. Ja. Interessant wird es erst, wenn die Katze zum Schreien anfangen in der Nacht und siehst du. Hat er ja gesagt, oder? Dass Oder am das Anfang, dass irgendwie eine Katze miaut hat auch noch. Okay, ich hab keine Sekunden zugehört. Ich eine, weil der hat gelesen wie ein Vollidiot. Ja, muss ich wieder mal. Da haben wir jetzt noch was Interessantes. Dann, wenn wir das jetzt aber noch hochfahren, dann wird die Folge ein wenig länger, weil das tatsächlich auch zusätzlich ein interessantes Thema ist. Zwickel zahlen. Zahlst du mal einen Zwickel jetzt. Geb. Ja, gebt Zwickel. Gia Ansaria Chia, schreibt. Ansaria. Über so Phänomene bin ich gerade am Geschichten sammeln für meine Ausbildung als Sterbeamme. Es gibt tatsächlich viele solche Geschichten, auch von Leuten, die noch so aufgeklärt und wissenschaftlich denken. Es hat also nichts mit esoterischen Spinnereien oder Einbildung zu tun. Nur leider wird sich über sowas nicht unterhalten, weil man Angst hat, nicht ernst genommen zu werden. Und dadurch redet keiner darüber, obwohl ich es inzwischen fast normal finde, solche Erlebnisse zu haben. Ich behaupte, in jeder Familie hat jemand einen Todesfall, zumindest einer, ein seltsames Erlebnis erlebt. Wer von Haus aus offen, empfänglich für seltsame Vorgänge ist, mit größerer Wahrscheinlichkeit. Erst einmal dir danke für normale deutsche Sätze. Das war gerade so angenehm zum Mit Zuhören. einem richtig schönen Satzbau, mit Kommas, mit gut Absätze habe ich also, damit es nicht so viel Text ist, aber das ist Danke. Ja. Von ganzem Herzen Dankeschön. So, und jetzt kommt Ihre Geschichte, glaube ich. Und das interessante Thema. Mit kann diesem man aber sagen- nicht mehr unterkriegen. Oder mir kann man einen Cliffhanger machen, ich wollte es gerade sagen. Wo man, Machen wir einen ja, Cliffhanger. wo man richtig guten Machen wir einen Cliffhanger, jetzt pass Cliffhanger. auf. Aber das ist ja nämlich ein wirklich interessantes Pass auf. Um ein Beispiel von mir persönlich zu nennen, ich hatte mit etwa 20 ein Nahtoderlebnis, bei dem ich gespürt habe, wie ich oder meine Seele oder was auch immer sich langsam von meinem Körper gelöst hat und irgendwann über meinen Körper war. Mein damaliger Freund hat später gesagt, er hat gespürt, dass irgendwas nicht stimmt und hat nach mir gesehen und gemerkt, dass ich am Boden liege und zucke und mein Atem aussetzt. Zusammen mit meiner Freundin hat er mich reanimiert, in Anführungsstrichen, und ich habe das alles bei vollem Bewusstsein mitbekommen. Als ich wieder, in Anführungsstrichen, hier war, hat sich mein Körper geschüttelt und ich habe gefroren und einen Heulanfall bekommen und langsam wurde mir wieder warm und war wieder voll da. Jetzt wird mein Drucker ein wenig beschissen, während ich aber außerhalb meines Körpers war, habe ich, in Klammern, wie einige es auch beschreiben, die Nahtoderlebnisse haben, von einem geliebten Wesen eine Hand angeboten bekommen, ob ich mitkommen möchte. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass ich am Ende gestorben wäre, wenn meine Freunde mich damals nicht aufgefunden hätten. Was glaubt ihr passiert, wenn es stirbt? Ja, es ist ja, und das kaufe ich ihr ab. Das kaufe ich ihr ab, genauso wie es da schreibt. Ja? Was glaubt ihr passiert, wenn es stirbt? Das ist eine gute Frage. Und die antworten wir aber in Teil 2 und unterhalten wir uns über das Thema. Das ist ein richtig gutes Thema. Ja? Jetzt rauchen wir erstmal nicht drin. Und nochmal da. Jetzt rauchen wir erstmal nicht. Was? Nicht? Ja, okay. Okay. Gia, danke für die geraden Sätze. So, Freunde der Sonne, das ist Teil 1 gewesen unserer Hauptsache Stopfloch-Orgie. Okay. Ja, ist ja ein bisschen Orgie, kürzer. Stopfer. Dann scheißt ihr in den Hosen, wir hätten einfach gar nichts machen können. Jetzt halt's mir am Maul, ihr Trottel. Sag ich jetzt meine Weiber, ist ein bisschen kürzer. Ja, Scheiße. jetzt wenn ich gleich auf Stopp drücke, Sonst dann scheiß ich die weiß ich was ist. So, bis zum nächsten Mal. Okay, bye. Tschüss. Tschüss. Und die Audio, Leute, es gibt übrigens da ein Video dazu.